Voilà, also immer beim iOS 6 könnte den 19. September raus und würde schon ein bisschen am Viererweise, was du Neues gibt. Neues zum Beispiel die ganze Facebook-Integration, zum Beispiel am Safari, oder Safari halt ummachen, wenn ich noch eine Seite geht, schon zum Beispiel RTL geholt, da kann die Seite direkt auf Facebook posten. Und zwar, das halt die kleine Knöpfchen, und dann du direkt Facebook. Und schon dort trecken, dann kann ich Seite direkt auf Facebook posten, und dann muss für nie gegangen, was halt zu lästig war, wenn ich Seite, die du wolltest, den Kollegen wollt weisen, als das nie gegangen. Das geht aber lo, neu also auch zum Beispiel Synchronisation mit den Kontakten. Schon halt nicht schnell tun, weil da löten allgemeinen Kontakt darauf. Nein, zum Beispiel 500.000 Kontakte aus dem Telefon, aus einer Facebook-Seite, da löten die allgemein an Telefonsbuch. Davon ist bei mir kein nichts gemacht, weil ich das nicht will. Die wollen und die können das machen. Was zum Beispiel, was du zum Beispiel vermissen hast, bei Android oder bei Windows Phone, du kannst zum Beispiel so bestehenden Kontakte synchronisieren. Das heißt, den Kontakte, die schon am Telefonsbuch sind, das sind die mit der Profilfoto, mit der E-Mail-Adresse synchronisiert, das Facebook. Das geht halt nicht, entweder kriegen halt alles oder nicht. Was ich hoffe, dass die Funktion noch dabei setzen. Dann haben wir nach durch die ganze Facebook-Integration also am Kalender, äh, voilà, du kannst dann verschiedene Sachen auch dann synchronisieren. An lo an der Bar an der Notification Bar können dann direkt twitteren oder wichtige Facebook-Starte schreiben, zum Beispiel wie dir da haut das, kann direkt auf Facebook posten oder wie den geht, wie auch immer. Dann haben wir das nämlich auch mit den Fotos. Voilà. Schon ein Fotos mit einer Account, du hast dann noch direkt auf Facebook Dinge wie die auf Facebook zu posten. Was ich auch hier vermissen, ist eben, wenn ich zum Beispiel wählt, schon auch Dropbox installiert, kann sie nochmal nicht an Dropbox checken, was bei Android schon lange möglich ist, das geht hier nach immer nicht. Vermissen ich nochmal bei iOS. Dann haben wir den App Store, den hat sich auch ein bisschen geändert. Ne? Ähm, hoppla. Ich mache hier auf voilà. Ganz das so. No. Wenn ich dann zum Beispiel eine Applikation siehst, sich mal eine Applikation von mir, ein Spiel von mir, kostet, du hast es schon. Voilà, das sieht dann so aus. Wenn dann drauf trägt, voilà. Das ist ein bisschen das. Voilà. Das ist ein App Store, die sieht so aus. Muss ich natürlich gewinnen. Voilà. Dann haben wir am Menü, da hat sich auch verschiedene Sachen geändert. Die Farbe, was du ein bisschen anders, das ist ein bisschen wie hell. Dann hört den nicht stören. Du kannst zum Beispiel Solos, das ist die wichtig von den Favoriten der Peller durchkommen, etc. Das kann du am nicht stören nachstellen. Also, nur ich gehe weiter aufgelöden, mehr vibriert nicht, dann geht auch kein Ton von sich. Außerdem die Sachen, die nachstellt, die wir wichtig sind, die kommen durch und die anderen nicht. Dann haben wir auch den Datenschutz, den ist neu. Du kannst zum Beispiel einen Buchtungsdienst erstellen, wenn Applikationen darf du GPS benutzen oder wenn nicht. Und noch bei Kontakten, wenn der Kontakte zugreifen oder wenn nicht, nämlich beim Kalender etc. Neu ist auch, dass Apple alles, was Google als dem Handy verbannt hat, zum Beispiel YouTube-Applikation, die nicht aus dem App Store müssen raufladen, die ist nicht mehr drauf. Na, die müssen sich raufladen, die ist nicht mehr drauf. Und noch Karten, die sie von hinten aus, schon halt zum Beispiel San Francisco, Golden Gate Bridge gesicht, und außerdem die 3D-Funktion, wie gesagt, mit Google und das auf Android mit Google Maps auch schon dabei. Du hast doch eine 3D-Funktion. Bei Apple ist das neu, mit ihren eigenen Karten
denkst in der Loheit zum Beispiel Golden Gate Bridge an 3D. Hopp. Voilà. Sieht dann so aus. Das ist neu. Auch nicht bei all den Städten, zum Beispiel Sydney, Rom, New York, da haben dann 3D-Funktion. Voilà. Okay. Ich meine, das war soweit, dass ihr mal die habt. Neuigkeiten am Fungolo nicht besonders, weil ihr seht, wow, paar flott neue Funktionen, mehr sich bleibt aber noch alles ungefähr beim Malen. Voilà. Merci fürs Gucken und bis demnächst.